Begriffe auch dabei. Das sind aber die Leute, die durchaus wissen, von was reden. Ja? Das sind deshalb nicht dumm. Aber weil eben das in der Mundart so verhaftet ist, die Leute sind es eigentlich nicht gewohnt, dass da kritische Töne kommen. Das ist das Privileg von der Hochsprache. Die Hochsprache darf oder hat kritisch zu sein, weil wenn ich was in Hochsprache schreibe, sagt der dann, ja, was soll's denn? Verstehe ich eh nicht oder habe ich nicht verstanden oder mit denen bin ich eh nicht fertig geworden oder der haut mit lauter Fremdwörter um oder schreibt Lyrik, in Gottes Willen, die geht mir irgendwo vorbei. Ne? Aber wenn du mit der ureigensten Sprache, mit der alle kommen, mit der man redet, ja, dann wird's kritisch. Ne? Dann ist Mundart plötzlich nicht mehr so schön. Wie sagst du jetzt? Geh, der Daut Jones ist angestürzt. Und? Feit's weit? Kommt er durch? Na, Gott sei Dank. Weil das Geld, sag ich, weil kann man eher sitzen. Ganz richtig. Und ich merke auch immer, dass sie sagen, in der Rundschau, das heißt, hast du das in der Zeitung gelesen? Ja, die Überschrift habe ich gelesen, von irgendwas. Ja? Oder, ja, ein wenig drüber gelesen. Und, achso, das kann man bei mir nicht. Entweder er haut den Kopf wieder zum Teufel und sagt, den Schmarrn lese ich nicht. Und wenn er ihn liest, muss er sich Zeit nehmen. Genau so ist es. Und die Kolumne da in der Rundschau, die ist auch auf Dialekt, oder wie? Die ist im Dialekt, ja. Also die läuft jetzt schon, das war auch mal so ein Versuchsballon, den wir einfach probiert haben und der läuft jetzt 9 Jahre. Und das ist was, wo ich annehme, dass das die Leute interessiert, weil im Prinzip wird ja das andere, dieses Wörterbuch wird also umfasst also 31.000 Lemmata und das wird also sozusagen also ein Mini-WPÖ. Das ist also fast also für einen Otto-Normalverbraucher, würde ich sagen, schon unverdaulich. Das wird sich nur einer zulegen, der sich speziell für das interessiert. Während man Scherzwörter, das ist einmal, kann man, oder Reime, das kann man mal als Geschenk oder was hergeben. Und natürlich ist ja weg da ein gewisses Interesse. Weil wenn die Sprache, die gewachsene Wiener Sprache stirbt, dann stirbt mit ihr nicht einfach eine Sprache, aus der man einen anderen A sich ausdrücken könnte, sondern da stirbt eine ganze Anschauung aus. Und die ganze Philosophie, die ganze Mentalität eines Volkes, wenn man das so sagen will. Ja. Aber der Dialekt ist sicher das, was uns näher liegt, also das ist gefühlsbetont und das ist also jeder, der also vielleicht einmal Schriftsprache redet und er wird einmal zornig oder kriegt dann irgendeinen Gizzi, der redet dann also, fällt sowieso in Dialekt, also das lässt sich gar nicht vermeiden. Wenn das jetzt nicht mehr ist, ja, wenn also Worte in den Dialekt übergreifen, die vom Hochdeutschen kommen, ja, dann geben wir schon eine Eigenständigkeit auf damit. Nicht? Ein bisschen immer, ein paar Prozent immer, solange bis das Ganze, nicht? Nämlich von meiner Warte aus, der ich vom Dialekt komme natürlich, nicht? Von den Mutanten, den Sprachlichen, den Jugendlichen will ich gar nicht reden. Das ist eine andere Geschichte. Die sind ja schon mutiert längst, die sind ja geistig schon ausgewandert. Das sind Amerikaner eigentlich. Oder Deutsche, eins von den zwei. Es sagt keiner, also ich meine natürlich, offiziell sagt keiner, haut seinen Dialekt weg. Nein. Ich habe noch nie einen gehört. Das ist nämlich der Wahnsinn. Das ist eigentlich eine politische Geschichte. Dass die Politiker hierzulande überhaupt nichts für unseren Dialekt tun, lässt darauf schließen, dass sie es nicht wollen. Es sagt jeder, es soll jeder die Schriftsprache können, um sich eben überall verständigen zu können,
aber der Dialekt und die Mundart ist also, wird eigentlich sogar von verschiedenen Seiten gefördert. Ich meine, was da in Vöcklerbruck und Umgebung Mundartdichter und Dichterlinge herumlaufen, das werden Sie wissen. Das ist schon fast schon pervers. Das sind eigene Leute. Das wird sich vielleicht in einer ganz kleinen Nischen noch halten, eine Zeit lang. Obwohl ich ja nicht glaube, dass er den Dialekt überhaupt halten wird. So, es ist Mundartliteratur, ist ein Nischenprogramm, das ist automatisch, ja. Einfach durch den eingeschränkten Leserkreis und. Aber wie gesagt, es gibt diese Nischen und sie sind auch besetzt und es ist nicht nichts, aber es ist natürlich nicht der große Markt, wie beim hochsprachlichen Buch unter Umständen erreicht werden kann, weil viele Bücher erreichen ja auch dort niemanden. Nicht? Also früher oder später, eher früher, wird alles nivelliert werden. Das passiert durch die Medien, besonders durchs Fernsehen, weil eben das deutsche Programm derartig mehr Fernsehsender hat, wo die Jugendlichen einfach durchziehen und sie gewöhnen sich diese Sprache einfach an. Das heißt, es wird was von außen, was noch nie passiert ist, in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie passiert, wird es einfach aufgepfropft, ohne dass man das will. Die Deutschen können da überhaupt nichts dafür. Die reden nicht so, es wäre völlig krank, wenn die anders reden würden, wie sie halt reden. Nur das Kranke ist das, dass die Jungen nicht hinterfragen, was da eigentlich passiert mit ihnen, wenn sie das einfach als bare Münze nehmen, was da aus dem Kastel, weil nichts anderes ist es, ja, auf sie da einwirkt. Nicht? Also diese Art, wie zum Beispiel der Wolf Haas seine Krimis erzählt, mit dem Perfekt, nicht? Das zeigt ja auch schon, dass die Leute das gar nicht so ungern lesen, diese Annäherung an die Mundart. Also ist schon ein gewisser Trend da, glaube ich. Wie du vorhin gesagt hast, mit den Werbebotschaften, die man hier und da sieht, jetzt auch die Betonung der Mundarten in anderen Ländern, also diese Verstärkung der Regionalismen bei gleichzeitigem Zurücktreten der Nationalstaaten, also das ist irgendwie eine Folge der EU, bemerkt man schon, dass auch die Mundarten wieder ein bisschen einen Aufschwung kriegen und die Leute merken einfach diesen Einheitsbrei, der da jetzt durch die Globalisierung auf uns wirkt. Das wirkt ein bisschen bedrohlich als als Identitätsverlust, als Bedrohung der eigenen Identität und automatisch ist die Gegenreaktion, man besinnt sich auf das, was unterscheidet mich von den anderen, was unterscheidet mich wirklich. Und da ist eben viel mehr als die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat. Und Gott sind alle Menschen gleich, doch wir sind aus Österreich. Drum sind wir vielleicht gleicher, denn wir sind Österreicher.